Guten Morgen, Tien Ola. Mag Gott zijn genade en zijn vrede hier met ons zijn van de al. En we mogen hier alle zijn en met de gedanken van wer Gott ons aan het gekomen. En ten zijn woord aanharken, ten am loven en zingen en loven, am prijzen. En ik ga doch ein klein bisschen an, vielleicht mal ein oder zweimal aufbrechen von der Beupredigt und ein klein bisschen ein anderes Thema du mag nehmen und dann Lothar wird wir wahre Träne die Beupredigt gehen. Aber ich glaube einmal, als es gut, wenn wir inzwischen ein Thema durchnehmen, was du wichtig ist, kriegt dann jetzt verdammt. Und mein Thema, was ich von dir an habe, das heißt, bleib bei dort, was du gelehrt hast. Und das ist actually biblisch. Dass wir bei dort bleiben, was wir gelehrt haben. Aber, da müssen wir den Kontext von der Bibel, müssen wir den Kontext von der Bibel nehmen, dass wir das biblisch nehmen, was die Bibel wirklich mit sagen wird. Und so, ans Tags von der an, erst 2. Timotheus 3, Vers 14. 2. Timotheus 3, Vers 14, da eine einzige Vers. Und wenn wir den Vers wollen bis halb brücken, und an die, in unsere Kultur noch sagen, unsere Moden, unsere Euwan hätten, wir wollen uns damit reichfahren, da wird wir den Vers machen, sehr in den Kontext nehmen. Aber das kriegt, was wir von der und wollen. Wir wollen gucken, was die Bibel von den Vers sagt. So, lest mit mir mit. Du überblieb bei dort, was du gelehrt hast, und die unvertritt ist, wenn es die weißt, von wem du dort gelehrt hast. Paulus seine Werte, Timotheus, sind das. Wenn wir mit dem Gebet anfangen, lassen wir recht davor, wie kommen wir für die, und wir danken dir für diesen Morgen, was du uns gegeben hast, und wir danken dir auch für dein Wort, und für, dass du jetzt alles in der Kontrolle hast, und dass du uns immer wieder frisch lehren lässt. Und Herr, ich weiß, wir sollen uns nicht drehen, aber wenn wir uns hier nicht drehen, dann weit wir das all, die hast uns getragen, und die beste Ursache, warum wir uns nicht drehen, und deswegen kommen wir für die. Und für die am Halb, wir sind nicht im Sturm, uns selbst zu halten. Und wir sind dort nicht verständig genug, die Wort mit uns einen Verstand zu begreifen, wir machen die Halbhand von den Jes. Und das, wo wir am Beten, dass die jetzt uns die Augen aufmerken, und das Hort, und die Wort in uns Hort schreiben, so, dass wir das so vernehmen, dass du das gemeint hast. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Und so, was wir wollen von der an im Bett besein ist, was ist halt passiert mit diesem Vers, mit diesem halben Vers bloß? Wenn du was gesagt, du bleib da, was du gelehrt hast, nein, dass du dort abgehört. Wo wird der Vers dann knapp gewesen? Das Vers, der wird gebracht, der wird ab eine Kultur gewesen, eine Euwahrheit, was die Menschen dann abgebracht. In einer Mode, dat die in een gewisse Mode sollen holen, in een gewisse Weise von schaffen. Und du wird das falsch handgewesen. Wie dort soll bleiben, und das nicht muldig bei, was Paulus dann meint mit dieser Vers. Das kommt nicht muldig bei. Das ist dort, warum das so wichtig ist, dass wir die Bibel ganz lesen. Dass wir gucken, was der Kontextrahmen in Vers ist. Und so, wir wollten dort von der ersten Tag in vielen Hinsichten haben, würden viele Menschen dort wollen so drehen, so wenn wir die Älteren nicht irren tun, wenn wir nicht dort alle so mitmachen, dass die Älteren dort alle tun. Da würden die glauben, wir tun die nicht irren. Und dort ist biblisch, dass wir die Älteren irren, aber was meint der Schrift auch noch damit? Wenn wir mal gucken, 2. Moses 20, Vers 12. Dort ist ein Gebot von Gott, und wir wollten dort, dass wir so ein strenges Gebot, wer seine Älteren nicht irren, der muss mit dem Tod bestraft werden. So, das ist wirklich so, wir sollen die Älteren ehren, aber mit was do wir die ehren? Das ist der zweite Punkt, wo wir wollen von der an gucken. Und dann wollen wir noch gucken, den dritten Punkt von der an, erst und biblisch, dass wir die Älteren alles gut halten. Darunter das Befraustall, darunter unser Segen sein, als die Älteren sind überhaupt biblisch gewesen, erst das gut, dass wir dort alle gut halten. Da wir noch mal tun, wir sind arreich, und unsere Älteren werden noch arreich.
Das wollen wir verstehen, das wollen wir biblisch tun, das wollen wir nicht, das wollen wir in Goten sein, wir wollen uns das anfangen zu lernen. Wo können wir unsere Eltern ehren? Das ist biblisch. Das ist, wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere Eltern nicht ehren, dann sind wir schuldig mit dem Tod bestraft zu werden. Und wenn wir über alles Gott halten, was die Eltern auch getan haben, dann müssen wir korrekt das selbe, was wir in die Sacharja 1 lesen, tun. Da müssen wir korrekt das selbe, was der Prophet Daniel sein Gebet wird, hij stond toe, dat ihre Eltern, ihre Vereltern, ihre Vorers, ihre Königs, die haben alle Gott sein Weg verloren und du wegen sie in dieser Mess. So yes, wir stehen dort noch mal toe, unsere Eltern wären arg, unsere Großeltern, die vierten uns am Erweg. Aber das meint noch nicht, dass wir die nicht ehren da. Und das kriegt, was wir wollen von der und von der rübernehmen. Dass wir verstehen können, was das meint, der Eltern ehren, das haben wir von Matthäus 15 nehmen. Warum du haben Blättern? Sieh, wenn du seine Eltern ehren deut, wer glaubt, wird dort gewahr sein? Das wie Jesus selbst. Als er hier beirrt wird, der ihr, was er weiß zu seinen Eltern, zu Maria und Josef. Du hast kein Kind, jemals auf dieser Welt gewusst, was hier gelebt hat, was du nicht gerade ihr bewiesen hast zu seinen Eltern gegenüber, als Jesus das deut. Er wird das perfekt Beispiel. Und doch, das Jesus, was so perfekt wird, was seine Eltern so perfekt ungedun wird, dass die Bibel das wörtlich verlangt, da sagt es uns das. Nicht hört mal, was das hier sagt. Sieh, erst fängt das an mit den Pharisäern ihrer Beschuldigung. Das ist in Vers 1. Matthäus 15, Vers 1. Du sagst, das ist das. Dann kämen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem nach Jesus und sehen, warum holen die Jünger sich nicht an die Ältesten, verältest ihre Verschriften, weil sie waschen sich nicht dahin für den Ehren. Und er sagt ihm, und warum sagt ihr Gott sein Gebot und sieht, dass ihr jene Verschriften holen kann? Weil es Gott befohlen, Vater und Mutter zu ehren, und wer Vater und Mutter pflegt, soll mit dem Tod bestraft werden. Aber ihr seid, wenn wer der Vater und Mutter sagt, da wird jene Familie zu Gott kommen können, als Gott übergeben, der Reich. Damit ist das so weit, dass keiner mehr Vater und Mutter irrt. Und so habt ihr am jene Verschriften zu holen, Gott seine Geboten und zu nichts gemerkt. Je Heuchler. Der Prophet Jesaja hat ganz reich gesagt von jünd. Das fällt ihr mir mit den Lippen, aber hört es weit auf von mir. Aber für jetzt deinen sie mir, weil was sie lehren, sind bloß Menschen geboten. Nu wollen wir das mal ein bisschen durchberechnen. Nu wollen wir das mal ganz mal, let's break it down, das der Engländer noch mal sagt. Nu wollen wir das mal kicken, was Jesus hier sagt. Was ist nu der Eltern Ehren? Der Eltern Ehren, das hauptsächlich wird, dass die Eltern dort Gott haben, dass die Kinder für die Eltern sorgen, wenn die Eltern erst halb fehlt. Und was wir dort nicht die Eltern ehren. Die Pharisäer haben sich ein Gesetz abgemerkt, und die haben verschiedenste Moden und Verschriften, was nicht mal dicht biblisch wären. Und die prommeln die Menschen, die ab dem Holz, dass sie sollen nur kommen, sie selbst, nicht Jesus ihnen wird nur, reden nicht den kleinsten Finger, die halten das Dreh unterhalten. Da werden lauter Menschen gesetzen. Aber das Part von den Eltern ehren, von wo ist das so klar zu hören, wo dort wir die Eltern ehren, dort wir die Eltern halten. Nicht die Beistun mit ihren schlechten Dingen. No, da wir für die Eltern sorgen. Das ist zum Beispiel. Die haben sich selbst so ein Gesetz gemerkt, dass wenn die Gott dienen haben Gott über Jafs, dann kostet jemand ein Fried gewesen, wenn du dann werden die kämpfen, der fragt ihnen halb, dann kostet die sagen, ich will die wirklich halten, aber das aller Gott über Jef, das kann ich nicht antasten. Und dann müssen die mit Lade hängen, der wird dann beneidigt werden, und besonders eine Freundschaft für ihre Eltern, müssen dann mit Lade hängen, dann wieder gehen. Okay. Aber sie selbst nutzen das. Das ist ohne Frau. Ich meine, sie nutzen das, haben Gott. Bloß das für sich zu holen, wären sie mit dit Gesetz abgekommen, dass sie sich dort können in den Stich bringen, wenn sie die Schrift verlangen, dass wir schuldig sind, nach uns Freundschaft zu sorgen.
Wenn wir die Orven nu sind, die Orven von der ist ganz anders, als das dann wird, nicht? Aber dann wird man einmal der Älteste sehen in der Familie Orven. Da wird die Orven sein. Und der wird verantwortlich für seine Freundschaft zu sorgen, für seine Familie. Und dann wieder, wo wieder noch der Schrift steht, du fängst. Aber Paulus selbst sagt zu Timotheus, wenn du wer nicht für seine Freundschaft sorgst, dann hast du mit all den Glauben aufgesagt. Wenn du nicht mal dort hart hast für deine Freundschaft, für dich zu sorgen, wenn du Gott aufpasst, dann hast du all den Glauben aufgesagt. So, die älteren Ehren werden nicht, da niemand irgendwas bestehen, wenn die arg werden. Das ist nur, was ich meint, wo wir die unsere älteren Ehren tun. Unsere Älteren, da wir Ehren mit durch sein für dich. Mit der Halten. Lass uns das kosten. In der Läufe bewiesen. Die machen vielleicht ganz gern ansehen. Die machen uns vielleicht alle stempeln als ewig geschotene, verdrehte Menschen. Aber von uns gerät sollen diese Läufe sperren. Von uns gerät sollen sie dort sein. Dort, wenn der andere Entekel alle verloren, aber ich sage das diesen zwei, du sind Menschen, die sind ewig, die Tradition zu holen, die bitterliche Moden. Und die nehmen dort von dieser eine halbe Farsch, bleib die da, was du gelehrt hast. Die sind ewig dort zu holen, und sie Reichweite sieht man dort überhaupt nicht eine Handbreit ewig für ihre Eltern zu sein. Wenn du erst kämpft, dass du physisch halb fehlt, oder wenn du erst kämpft, dass du fehlt, wo ökonomisch unterstehen. Nicht fehlt nicht kleiner Finger, was ich gestreckt habe. Und es sind fehlt ewig, eine Tradition zu halten. Und dann du bist noch, wir machen unsere Eltern ehren, wir machen nicht einmal verachten, was unsere Eltern uns gelehrt haben. Wir wollten nicht einmal, als unsere Eltern einmal reich gewesen sind, wenigstens wir sind Menschen. Wir sind unsere Großväter einmal reich. Nee, die wir nicht, wenigstens wir sind Menschen. Und die waren auch am Erweich gelehrt. Und wir sind nicht einmal reich, wenigstens wir wurden auch am Erweich gelehrt. Wir machen das einmal tauschen, wenn du wer reich ist als Gott. In sein Wort. Und das woran wir trainen sein Wort gehen. Dort ist reich, nicht wie. Und so, zu verstehen, was das meint, der älteren Ehren, hat nichts mit zu tun, mit, dass wir da ihre Mode mit mir. Das hat zu tun mit, als wir was ewig haben für dich, als wir wollen sein, für dich zu sorgen, und dich zu flehen, was immer du fehlt, und dich diese Ehe bewiesen. Und weißt du, was ich mal einmal gesehen habe? Menschen, die biblisch sind. Die wurden verachtet von der ganzen Sozietät. Die wurden verachtet, die wurden zusammengestellt von der ganzen Familie. Aber wenn dort erst kommt, wo Beifußen halten, dann sind dort die Einzigen, was einer du sieht. Wo du stehen und reizend im Halt. Warum lässt Gott das dort? Der sagt, komm, und das sind die Minje. Ich habe der hat geändert, der hat was ewig. Wenigstens ich habe was ewig, sagt Gott. Gott ist das, wer was ewig hat. Und da gibt uns ein Port von sein Jes. Der merkt uns so gesagt, dass wir dort wollen. Und wir müssen das klar haben, dass wenn wir das nicht würden tun, wir würden uns schuldig fallen. Wenn wir wirklich Gott sein Jes haben, wir würden das danach nicht perfekt mehr. Wir würden danach Dinge verschlafen. Aber was daran passiert? Wir uns mit einem Schlag fallen. Wenn wir haben, trainen das, dass wir das Part klar haben, was meint das der älteren Ehren? Now, meint das, so sag ich dir das seht, dass wir das immer alle gut halten, was unsere Eltern uns gelehrt haben? Ich sage, nee. Wenn wir unsere Eltern leuven tun, dann wollen wir da auch die Fehler wiesen, was sie gemerkt haben. Und wenn die Eltern uns leuven tun, dann wollen sie uns auch die Fehler wiesen, wo wir noch einmal merken. Und wir wollen uns sich den Zweig vermuten und treu halten. Das ist biblisch, dass wir das den Zweig tun. Und so, als das biblisch, ich habe doch mit der Bibel bewiesen, dass wir nicht einmal alles darin gut halten, was unsere Eltern uns gelehrt haben. Warum wollen wir Sacharja ein Vers Feuer gehen? Sacharja ein Vers Feuer. Wenn ich einmal das tauschen, wenn ich will haben, meine Kinder sollen alles gut halten, was ich in meinem Leben getan habe, da würde ich den Mann sehr schlechte Dinge gut halten. Da würde ich den Mann merken, sehr schlechte Dinge gut halten. Wenn ich stehe dort, ich habe so viel schlechte Dinge getan. Und wenn ich nicht will haben, meine Kinder sollen sich nicht mehr rechnen, die sollen dort holen, was ich gelehrt habe, dann muss ich mich ab Mann gestehen schämen.
Und so dann muss ich sagen zu denen, no, por favor, no. Recht nicht nach mir. Ich sehe ein gefallener Mensch. Ich habe so viele Fehler gemerkt durch mein Leben. Ich sehe so ein schlechtes Beispiel für ihn gewesen. Recht nicht nach mir. Recht nicht der Schrift. Recht nicht was Gott sagt. Wenn es von jeden Fall nach mir rechnen, als ich soll ein Lehrer sein, ich will ein Lehrer sein, ich will ein gutes Beispiel sein, aber ich habe mir was von Beispiel sehe ich über all die was. Ich habe so viele Dinge abgemäßt. So, ich kann nicht sagen, recht nicht mir. Das kann ich nicht. Wenn ich da würde, dann sehe ich einen falschen Lehrer. So, ich muss nicht in mir wiesen, aber ich muss in der Schrift wiesen. Und das war ich all Jahren Teil immer sehe. Dann sie Kinder, je kann nicht mehr rechnen. Wenn ich sehe, viele auf die Menschen, ich war bald vielleicht noch wahrer Fehler mehr, und wenn die nicht mehr rechnen, dann rechne ich nicht. Like, wenn die wollen meine Beispiele nur gehen, dann, like, okay, yes, Gott hat mein Leben geändert und das ist all viel anders. Und du sagst Dinge, du kannst nicht rechnen, aber kannst nicht alles rechnen, was ich ihnen gelehrt habe. Nee, ich kann nicht. Wenn wir damit genug sind, dann stehen wir wieder da. Wir haben all so viel Fehler gemerkt. Und, es ist biblisch, dass wir sagen, wir dürfen nicht unsere Eltern horchen. Wir wollen die Ungedoen sein. Wir wollen die ehren. Wir wollen die ehren. Was ist das die ehren? Das ist für die Sorgen und die Leibbeweisen und all das. Aber meint das? Dat Moden und Traditionen, was die uns ehren wollen, haben, wir sollen, ist das, was wir sollen, ist das, was wir uns sollen holen? Nee, wir sollen nicht. Ich habe mal was Sacharja 1, Vers 4 sagt. Sieht nicht so aus wie eine Eltern. Okay, hier so, was ein halber Vers gebraucht, blieb wieder, was du gelehrt hast. Und dann Sacharja sagt, sieht nicht so aus wie eine Eltern. Noch in der Wunde Vers, weil die dann nicht horchen. Nicht sei im Trouble. Nicht sei im Trouble. Dass die Bibel sich wahr sprechen? Absolut nicht. Die Bibel, dass sich nicht wahr sprechen. Was diese Vers uns sagt, jene Eltern sind nicht der Standard, nur was wir tun. Die Moden und Allgewohnheiten und die Tradition von jenen Eltern ist nicht der Standard, nur was die in rechnen tun. No, Gott ist der Standard. Die Bibel ist uns Wegweiser. So, Sacharja sagt, sieht nicht so aus jenen Eltern. Today sehen die Eltern, die Propheten, der Herr, der alles regiert, sagt, kommt drei von jenen schlechten Wege und von jenen Böset verhaben. Aber sie horchten nicht nur, sagt der Herr, der alles regiert. Und was sagt Sacharja nu wieder von dort? Was sagt er wieder? Entschuldigt direkt, dass hier ein bisschen durcheinander haben. Ich würde Ihnen noch gleich ein paar extra Versen davon zu lesen. Von was sich dort handeln hat. Sacharja 1, Vers 2, nu wollen wir 3 Stunden dort lesen. Was sagt? In der Nurach seht der Herr zu dem Prophet. So hier ist es, wo Gott zu dem Prophet redet. Er sagt, der Herr ist sehr ehrlich gewesen über jene Eltern. Und nun sagt der Herr, der alles regiert, kommt traine mich, und dann, wo ich traine ihn komme, das sagt der Herr, der alles regiert. Dann hier ist der 4. Vers, was wir jetzt gelesen haben. Sieht nicht so aus jene Eltern. Today sehen die Propheten, der Herr, der alles regiert, sagt, kommt treff von jener schlechten Weg. Und von jenen Böset verhaben. Aber sie horchten du nicht nur, sagt der Herr, der alles regiert. Und was ist mit jenen Eltern geworden? Oder was ist mit den Propheten passiert? Leben die noch? Sie, das wird nur die babylonische Gefangenschaft geschrieben. Und nun merkt Sacharja, die Menschen mal aufmerksam. Denk mal drei, was ist da passiert? Wo lebten jene Eltern? Wo soll wohl die nicht nach Gott horchen? Wo soll ging die bloß ihre eigene Tradition und ihre eigene Moden und ihre eigene Aufgabe heran? Und die Propheten sehen nimmer, hielt mal ab mit dort. Kommt trainen Gott. Die sind nicht der Standard. Nur was wir uns rechnen dürfen, wo wir leben sollen. Der Schrift ist, kommt trainen Gott. Aber sie horchten nicht. Nie sagt, nie halb Sacharja und denken, sagt er, nie geht mal drei. Was ist geworden? Was ist geworden?
Das ist eine Lehre für uns, weil Paulus sagt ja auch, alles was vorher geschrieben wird, ist uns die Lehre geschrieben. Du soll wie all billig von gelehrt haben, von den Fehlern, was die Menschen euer merken. Das soll all billig eine Lehre sein für uns, wie nicht den Saal den Fehler mehr. Und sagt er, aber sind meine Warnungen und dort, was ich durch meine Propheten sehe, nicht alle so rangekommen? Also nicht alle korrekt so rangekommen, das heißt, vorher einmal zu den Propheten seht. In unsere Führer besonnen sich durch Eva und Seden, der Herr, der alles regiert hat, korrekt so mit uns getan, als er seht, dort er wird. Wenn wir ab unsere eine Weg gehen würden, und das wird unsere eine Weg, was wir das sagen, denken, unsere eine Weg. Wenn wir nicht wollen mit Gott horchen, wir wollen bloß unsere eine Weg nur gehen, dann nur das Tradition sein, dann nur das unsere eine böse Weg sein, was immer das ist. Wenn dort alles ist, was wir wollen bloß auf unsere eine Weg gehen. Nu wollen wir uns drei denken, was wird du dann, da wird bloß auf ihre eine Weg gehen. Er sagt, wenn wir auf unsere eine Weg gehen würden, und bei uns eine Verhaben bleiben würden, schau mal, was da passiert ist. Gott sein Euer und seine Struf, was er all gedreift hat vorher, der kam krack so ran, als Gott dann gesagt hat, was du wird kommen. Und das passiert. Und nu, wenn das passiert wird, nu kicken sie rein und sagen so, wow, ja, das stimmt. Das ist mitgefährlich, Gott nicht zu horchen. Aber wir sagen ja der Einzige, was der Älteren ihre vergangenen Zustand in dort mal bekannt. Du verwarnen das. Nee, Daniel der das auch. Und Daniel nee. Und Daniel nee, du sagst wieder, du hast einfach ein Gebet. Ich glaube, das sind, wegen Tidshallen, wo wir vielleicht nicht alle immer lesen, aber lese ich den ganzen Kapitel ab Gelegenheit immer. Aber von Vers 4 bis 11. Du sagst wieder, wo Daniel im Gebet für Gott kam, anstatt der Eltern, der Königs und der Lehrer und der Führer ihre Sünden tun. Wenn ich sage, hier ist das in Vers 4. In mein Gebet bekannt ich die Sünden von mein Volk. Daniel, der steht, die Sünden von mein Volk. Aber meint ihr bloß, das Volk, das nie, die neue Generation, wo du nu ist, oder jetzt hab einmal drei in der Königs und der Führer, was vorher gelebt haben. Das ist, was wir uns hier wollen klar machen. Ich sehe, Herr, du großer und staunenswerter Gott, der die dienen versprochenen Bund hältst, dort du uns treuhärtig Leu bewiesen warst, wann wir die Gott sind, in denen geboten hol. Wir haben gesündigt. Wir sind schlecht gewesen und haben Arach getan. Wir haben die geboten und Verschriften nicht geholt. Wir haben nicht nur die deiner der Propheten gehorcht, die in denen Namen to unsere Königs, unsere Volkslehrer und unsere Führer. Und hör mal her, das ist alle Glück. Die Königs und die Volkslehrer und die Führer. Und das ganze Volk geredet haben. Daniel, der kämpft im Gebet für Gott und der steht die Führer ihre Sünden zu. Das ist biblisch, dass wir nicht immer noch alles horchen, was Menschen mögen uns wollen auf dem Holz legen. Das ist actually gefährlich. Und das soll wir von der ersten Tag. Traditionen. Und wo die Menschen unversklaven tun, das ist meist nicht auszusprechen. Die Schrift warnen uns dafür. Dass wir das nicht tun. Dass wir nicht die Menschen ihre Eugewohnheiten, die Menschen ihre Geboten, die Menschen Gesetzen. Und wo seht ihr das all in Matthäus 15? Und die lehren uns ein bisschen Menschengebot. Er nannte sogar je Heuchler. Warum wird je Gott seine Geboten zu ziehen? Da wird Gott lehren, weil dort alle zu ziehen, und dann jene eine Verschriften, jene eine Gesetzen da manchmal. Er nannte aus ein Heuchler, und er sprach einfach verdammt aus. Und Paulus in seine Brüder wurden immer wahren versöhnt. Und das ist, was wir mal tun. Wir haben das biblische Reich, und nicht mehr bloß das Reich. Wir haben den Abruf, unsere Verältern zu warnen dafür. Und das bekannt, wie sein Arch in dieser Sache. Aber das meint nicht, dass wir abhören, mit den Eltern zu irren und für die zu sagen und die Leute bewiesen. Das ist gerade, was viele Fuß gehen, und durch den Unterkriegen.
Die glauben, okay, so nicht verachten wie die Eltern. No, wir verachten die nicht. Aber wir nehmen die Bibel und wir horchen doll in der Bibel ist nach unseren Eltern, okay? Wenn die Bibel sagt, unsere Eltern ehren und don't Wort, okay, dann ihr wieder und don't Wort. Aber wir wollen damit noch nicht mit der Sinn mit einverstanden sein. Und weißt du, ein von den ersten Sinn von der ersten Tag, das war das am vierten der Sinn, wo das tollste Gut gehalten worden bei den Menschen. Die Büten haben selbst abgeleitet fromm sein. Was nervös die Menschen von Bahn ändert, und wo die Menschen sich abverluten, wenn sie wollen, sich selbst sehr nicht anstrengen, sich selbst sehr nicht quälen. Und das wird ein geraten Reich in den Himmel verdient. Da konnten die geraten Unschmererie jeft das nicht. Und du warnest die Bibel ans fair. Wenn es in Kolosser 2, Vers 20, du fängst Paulus an, weil er fängt all euer an, von dort zu reden. Aber hier so die wichtigste Versen hier von det. Was er hier einfach warnen det. Wenn die wirklich Christen sind, dann seid ihr frei. Dann hier euch euren Gesetz, von die nach einmal mal vom Bieten haben begrenzen. Dann habt ihr den Heiligen Geist und der wird ihn all lehren. Der wird ihn all Dinge ammerlich mehr. Und das ist nicht ein Menschenmod, was ihn ein Standard sagen, wo das niemand ihn soll loten. Der Heilige Geist wird ihn fair sein. Die Bibel wird ihn fair sein. Aber hier sagt Paulus es das. Wenn jemand Christus von der Gäste von dieser Welt gestorben sind, warum lot ihn dann wahre Gesetze ableiten, als von je nach dieser Welt gehören? Warum muss du noch einmal wahre Menschen gesagt sein, dem jemand in der Kontrolle haben? Weißt du, was wir dort nennen können? Wenn wir mal einen Menschen gesagt haben, dem uns Kontrolle, das soll vernünftig luten mit uns, dann ist das nicht anders, als wir haben einen Wolf genommen und wir haben den in den Klut eingestoppt. Und dann wird wir keinen guten pochen und sagen, mal, der Wolf, der fragt nicht keiner. Und warum nicht? Und die haben ihn in den Klut gebannt. Holt du mal eine Hand dich bei, lässt den Wolf mal los. Wenn der alle die auch nicht auf eine Hand gekriegt, da war er besser mit Vater und Steuben. So die Türen in der Hand gerieben, erst du noch, bis die Hand den begrenzt. Das sind was Menschen geboten tun. Menschen geboten, die tun die, dort wo die also sehr jankert, somehow mit so probieren, unter Kontrolle zu halten. Dort die, und der Heilige Geist, der nicht so steht. Gott, der nicht so steht, der das anders. Er wirkt in jeden Beides, das Wellen, auch das Fahrig mehr. Was meint das? Wenn das Gott sein Wirken ist, dann darfst du gleich in Klut gebannt sein. Dann darfst du gleich deine Hände abgeschlossen haben. Und dann hast du ihn Well geschenkt. Dann jankert die das Beise gleich. Dann kriegst du einen Erkel für das Beise. Das ist, was die wirkliche Änderung, das ist, was die wirkliche Radung wirkt. So wie darum kein Menschen gesagt haben, uns mit Gewalt bedwingen. Und das ist eine Lehre von Zutun. Da wollen wir danach sein. Wo Paulus der Timotheus sagt davon. Das ist ein Lehren von Zutun. Wenn wir den Menschen allerhand Dinge verbeiden tun. Aber hier sagt das steht, wenn wir hier noch wieder in Kolosser lesen. Sei sein. Du sollst das nicht anschieren, du sollst das nicht anführen, du sollst dort nicht schmeien, du sollst dort nicht anschieren. Dort wird auch alle unter Hängen verteilt und das ist nicht das Menschenregeln und Menschenlehren. Die kommen mit Gesetzen ab, du sollst das nicht, du sollst ja nicht. Und das ist nicht das Menschenlehren. Und ich höre mal, was die 23. Vers sagt. Dort sieht wohl so aus, wenn dort sich selbst abgeleitet fromm sind und diese falsche Däume in der Weisheit legen, will sie den Körper schonungslos behandeln. Von beiden Hand sieht das so. Ja, das ist eine feine Ordnung. Guck mal, die Hand, die hat alle so fein unter Kontrolle. Aber der innerliche Mensch, was sagt Paulus davon? Er sagt, aber die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch auf keinen Weg unter Kontrolle gebracht. Diese bütterlichen Gesetze, was Menschen, die abbaden, und was die Mats von Bieten haben, nur kommen. Die anderen, die nicht von Bahn. Die wollen die in Fleischeslast nicht ändern. Das Böse, das Ungedachten, das nicht sollte sein. Und das ist krank, warum das so gefährlich ist. Dass die Menschen damit sich nach Reich verdienen, dass die damit noch glauben. Dass die damit noch glauben, dass sie sind gute Menschen. Eine gerade Unschmererie ist das ja nicht. Sie tun sich erstens viel Leiden an. Ich will ein Beispiel nehmen. Wir haben mit, ich weiß nicht, wo wir die Matten sagen, nicht, dass sie nicht mit Christen.
Das sind nicht Christen, wenn die dort sind. Aber das ist ein Beispiel. Hier in Mexiko sei wir das nicht mal so sagen. Überhaupt nicht. Vielleicht darten wieder in Campeche, vielleicht ja. Aber in Bolivien, wo sei wir das, würde sich selbst so viel Leiden antun, mit Gesetzen, Menschengesetze, die die schier nicht mal luten ihre Arbeit tun. Das sind lauter Menschengesetze. Und dort sprechen sie ab ihre Möglichkeit tot und gerat wird. Kijk mal, wo die Menschen waren hier das Licht geführt. Das sind eigentlich, die staunst einfach. Und von wo kommt das her? Krack von du, wie herkommen. 100% von dort. Gott sei Dank, Gott hat uns von Frieden gemerkt. Der hat uns erst dort wieder nicht bis wir still sind und dort alle gut halten. Nee, wir wollen nicht. Wenn wir die wirkliche Leute haben, da wo wir davon reden, da wo wir entwiesen, ab was von Erweise sind. Da wo wir alles Möglichste tun, dass sie machen zu der Erkenntnis kommen von dem wahren Evangelium. Nicht das falsche, selbst ausgedachte Frommsein. Aber von wo stammt das her, dass uns dort herkommt? Dass das von Bieten an, even die Welt luft dort. Und wenn die Welt ist, was lufen, dann pass ab. Dann pass ab, was das ist. Von wo kommt das her, dass so eine falsche Lehren ist dort kommen? Das kommt von so tun. 1. Timotheus 4, Vers 1, Bad 5. Das Paulus sehr klar mit. Er sagt, Jesus sagt sehr deutlich, dass in der letzten Zeit einige vom Glauben auffallen waren und sich an erfahrene Gäste in Lehren holen, die vom Sotun stammen. Na, ich will hier ein bisschen anholen bei diesem Vers. Das sagte, die waren vom Glauben auffallen. Was sagte du damit? Diese Menschen, was du in so eine ehrliche Nähe kommst, sind die vom Glauben aufgefallen, weil die sind aufgefallen von dem, was sie nach Würden gelehrt haben von ihren Voreltern. Und wo will ich damit sagen? Wir dürfen bis 200-300 Jahre zurückgehen. Wir dürfen dann von unseren Voreltern ein klein bisschen besäuen, was die dann glaubten. Und wo können wir das tun? Weil wir können gehen und gucken, was die dann geschrieben haben. Wir können uns predigen, was dann sind abgeschrieben worden, was die dann gepredigt haben. Und wir können mit nicht gedeutet kriegen, was die dann geglaubt haben. Und wir würden sagen, das würde nicht biblischer sein, als was wir von der ersten Tag sein. Und ein von den Dingen, was du von der ersten Tag sagst, hochgehoben wird, das ist der Kirchismus. Ich will nicht 100%, ich will nicht sagen, dass ich 100% alle Wege mit jeder Bestie in den Kirchismus mit einverstanden sind, dass es von Menschen geschrieben und die Hand an so gut, dass sie dann können. Aber so wie aus einer Jüde würde sagen, kann ich verdammt den gleich. Aber das darf mir nicht gedei. Das darf mir nicht gedei, was die dann glaubten. Wir du, zu der Zeit, was sie den Kirchismus schrieben, irgendwo eine Vers in den Kirchismus, dort sei gerat worden durch ihre eine Worten. Nicht mal ein Bett. Als du irgendwo ein Spür in den Kirchismus, dass der Mensch eine Kapazität hat, selbst so gut zu sein, und dass Gott dort wird vielleicht anerkannt an der Reichstag. Nicht mal vielleicht. Wo wies der Kirchismus haben? Der wies haben, wie wir in alle verloren. Wie haben die Lehre von der Lehre von der Genut, wo du lehren, dass wir sind totally depraved, wir sind ganz verloren, wir sind tot in den Sinn. Und ob wir Gott seine Genut, was ich will, uns zu raten. Das sei wir in den Kirchismus auch. Und so, die sagen, die waren vom Glauben auffallen. Das meint nicht, dass diese, die nun nicht im Glauben sind, dass die mal im Glauben gewesen sind. Die Person sagt nicht. Was er meint, es kommen ihre Voreltern wir. Und sie verleuten dort. Also, mir kann es nicht sein, das meint nicht, dass wir unsere Ratung verlieren. Wenn wir gerat sind, dann wollen wir gerat bleiben. Das, wenn wir nicht gerat sind, dann wollen wir nicht sagen, dass wir jemals dann gerat gewesen. So, diese Vers, das würde ich mir immer wohl hier ein klein bisschen anholen. Und ein klein bisschen, im Denken mehr an. Die sind vom Glauben aufgefallen. No, die wir schon eine Familie, wo du glauben deut, aber die gleichst dort nicht, die gingst du bis vom Weg. Da meint so viel besser, nie nicht einer von den Siegen gewesen. Und das wird Johannes an sagt, klar mir an das. Er sagt, die sind von uns weggegangen. Wenn's die wir nicht von uns, wenn's wann von uns gewesen wären, dann wären die geblieben. Und so, wenn diese wirklich im Glauben gewesen wären, dann wären die nie nicht bei seinen Kinder, die Menschen gesagt sind, gekommen, die nie sind.
Und so, das ist, was wir bis wollen klar machen mit dieser ersten Vers. Aber er sagt, das sind Lehren, was vom Sutun stammen. Okay? Was sind das dann übers vergraselte Lehren? I mean, was ist das der Multi? Ist das der Antichrist? Was haben wir nu für einen Tag? Wo wird hier nu kommen? Wenn das Lehren von Sutun sein, was macht das dann übers sein? Was sag ich da? Sie sagen, du sollst das nicht umführen, du sollst dort nicht, entschuldigt, ich will hier nach 3. Timotheus gehen. Und lass mich den Vers noch einmal aus Kontext lesen. Den, in 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Jesus sagt so deutlich, dass in der letzten Zeit einige vom Glauben auffallen worden und sich an erführende Gäste holen, die vom Sutun stammen. Sie wurden zu dit gebracht worden durch heuchlerische Lehner, die im Brandheten am Gewissen haben. Das sind heuchlerische Lehner, die einen Brandheten am Gewissen haben. Der Jesus hat die vermont, der Jesus hat die getragen. Aber sie haben immer weiter den Jesus aufgeschoben, da hast du schließlich halt durchgebrannt. Aber danach fragen wir uns, was wird denn die bis für einen Tag bringen? Was ist das bis eine Lehre von so tun, dass man die bis sagen, was wird das bis sein, nicht? Dann sagt er, diese Lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen, in Verbeiden, dort zu eten, was Gott gemerkt hat, dass die mit Dank annehmen sollen, die du glauben in die Wahrheit kann. Okay, aber Paulus, fangst du den frischen Thema an, oder von was redest du hier nicht, Paulus, nicht? Du lehrst gerade Lehren von so tun, und dann redest von Befreien und Eten und Ring? Yes. Das ist korrekt, was Paulus sagt. Das ist ein Lehren von so tun, dass die Menschen mit den Menschen gesagt haben, dem du Mang spielen, so Gott das gemerkt hat. Er sagt, diese Lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen. Okay, so, ich glaube, ich weiß nicht, wer von wem der redet. Ich glaube, das meint die katholische Pupsen, die tun sie sich nicht befreien. Meint das nicht da? No, das meint uns. Glaub je nicht auch, dass wir in der Lehre sind, wo die lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen. Was meint Paulus damit? Hast du mal von gehört, wo kämmerlich das sagt, wenn ein Deutscher sich mal würden mit einem Hammer befreien? Es wird erlaubt. Die meisten sogenannte plottische Christen. Es wird erlaubt. Nee, das ist nicht erlaubt. Erlaubt die Bibel dort. Ganz sicher erlaubt die dort. Die Bibel ruht das sogar zu. Die Bibel sagt, sie sollen sich nicht zu dich in Freundschaft befreien. Hör mal. Die Bibel sagt, sie sollen sich nicht zu dich in Freundschaft befreien. Das sagt euch, sie sollen auch nicht zu weit auf in Freundschaft. Das sagt ihr nicht. Zu weit auf in Freundschaft, du erwähnt die Bibel nicht von. Was sagt die Bibel? Die sollen bei dem Glauben sein. Dort redet du nicht von der Kleider. Dort redet du nicht von der Sprache. Und ich höre mal, was sie uns gelehrt haben. Oh, das sind kämmerliche Dinge, da hat sich jemand einen Maxer befreit. Wow. Und Paulus sagt, das sind Lehren von so tun. Wir sind arg. Wir sind arg. Ich habe das auch lange gesehen. Und Menschen sind mir so schlimm, was ich dort erwähnt habe. Wir sind arg. Wir haben andere Menschen, eine andere Rasse genannt. Du hast bloß eine Rasse, Menschen, das ist die Menschenrasse. Die stammen alle von Adam her, so Paulus in der Apostelgeschichte sagt. Von einem Mensch hat Gott das gemerkt, dass alle Feld ja bei ihr verbreitet sind. Warum sagen wir voneinander? Wegen Sinn. Aber was sagt Christus? Was sagt Paulus? Nie auf Christus, die wollen Tool gebringen. Nie erst du nicht kein Unterschied mehr, es Jüd oder Griech. Früher als Klub, nee, du hast keinen Unterschied mehr. Wir sind nie eint in Christus. Und ich weiß das. Wenn wir in der Steinigungszeit wären, dann dürfe ich vielleicht bis von hier gehen, aber ich gesteinigt worden. Ich weiß das von Ihnen vielleicht nicht, aber du sind genug Menschen dort bieten, die würden. Wir sind arg, und das sind Lehren von so tun. Das sind Lehren von so tun, dass du nicht sollst, die mit da in der Person befreien. Alles, was du gefragt wird in der Bibel, nur als die sollen bei dem Glauben sein. Und die sollen nicht zu dich in Freundschaft sein. Dort sage ich nicht, wie viele Generationen.
ne Moses ihn gesagt, nur so sagt, dass du fängst, da würde eine dritte Generation vielleicht ein bisschen erlaubt sein. I mean, das ist nicht das 3 Generations von wo die Freundschaft dann umfängt, so, aber ich glaube, so, wenn ich recht verstanden habe, vielleicht, ich glaube nicht mal, dass es recht erlaubt ist, die 2. Generation. Ich glaube, von der 3. würde es vielleicht auch mit wieder Dollar erlaubt sein. Aber, die sagt, die soll nicht zu dich bei sein, aber von du lässt das up. So, wenn wir uns nie gesagt haben, ja, okay, mit deinem, die kann ich nicht befrieren. Was sagt Paulus? Das ist ein Lehren von so tun. Now, hier ist das Nächste. Und verbeiden dort zu eten, was Gott gemerkt hat, dass da jemand Dank annehmen sollen, dass du glauben in die Wahrheit kennen. Gott hat das gemerkt, nützt das, braucht das, eet, das Frucht denn. Und die verbeiden dort. Paulus sagt, das ist ein Lehren von so tun. Na, wo wir hier alles beimachen, merken wir, dass die Zeit auch Stuhl und Gumm gewas wird. Stuhl ist, mit Stuhlräder fahren ja und Gummräder nicht. Like, das hat sich gesagt, ich will nicht bloß über Bolivien, Menschen reden. No. Wo kann wir das alle wieder in unsere Zeit noch anpassen? Hier bei uns. Das sind so viele Dinge, was Menschen Regeln sagen. Und Paulus sagt, das sind lauter Lehren von so tun. Wenn es alles, was Gott gemerkt hat, als gut, und alles, was einer mit Dank annimmt, braucht einer nicht wegschmieden. Da braucht nicht weggeschmieden worden. Das hat Gott gemerkt. Nützt das. Lass Gott mal gelobt worden, dass da was er gemerkt hat. Stell mal eine Fabrik ab. Gib mal ein großes bisschen Lohn. Schaff mal. Gib dir ein großes bisschen Geld auf. Ackert mal. Sorg mal, dass du eten ist. Ich schaff mal. Tut mal was. Und tut mit Gott, den Gott zu loben. Tut mit Frieden. Weet je wat, dat is wat er Christ. Dat is Gott das gemerkt hat. Gott sein Plan wie nervös, dass wir so miserablich auf diese Welt rumgehen und schon nicht zu essen haben. Dass wir nervös Gott sein Plan. Das sitzt so, wenn wir das Dienstfach mit Menschen gesagt sind, das sitzt so von ein armer Gott, als der kann an schon nicht feiden. Der weiß schon nicht, würde genug versorgen kann. Nou, ich weiß, dass Gott, der Titel hier haben Gott, dass das uns von Gott wegdrehen werden, dass das uns mehr an das denken, und du hält Gott die Dinge drei. Dass uns nicht alles ja vor uns wird jankern. Aber wenn uns das ja, das meint nicht, dass das arg ist. Dann müssen wir bloß abpassen, dass Moses zu das Volk Israel sieht. Wenn Gott in die Schwert in das versprochene Land hineingebracht, und jede wollen haben, wie Gott es euch plant, und die wollen ihre Schmacke hier gebiet haben, und die wollen, dass du sehr gut haben, dann sagt er dann, pass auf mit das, dass die nicht für jeden von den Herren dienen Gott. Das ist, was Gott einfach will. Der will das haben, dass die das sollen gut haben, aber wenn die das nicht gut haben, dann pass auf, dass die nicht von Gott für jeden. Und er hat uns so lieb, dass wenn wir von ihm für jeden, wenn wir das nicht gut haben, er kann uns das wegnehmen. Er strufen sichtig ans. So läuft er merkt uns leider in Lieden, wenn wir dann Trainer ankommen, aber wenn wir dort all weiten, warum wollen wir nicht dort nu mit Loven und Priesen das alle genießen, was Gott uns gibt, mit Frieden, besonders, wenn wir so ein Kind tun, was den anderen auch was halb. Wenn wir so ein Kind tun, wo Menschen auch ihr Brot können mit verdienen, wo Menschen mutig können auch ihr Leben merken. Isn't that beautiful? I mean, das ist ja so Schmack. Wenn die Society Dienstfach dreht, dass die Ordnung, was du hast, wir schaffen, und wir haben Arbeiter, oder wie gut wir schaffen, wir haben selbst vielleicht nicht in Wiederkommen, aber dann haben wir eine Arbeit stehen, und können wir uns durch, ans Wiederkommen verdienen. Like, how beautiful is it? Und Menschen, die tun das Missbrauch. Menschen, die sagen, ihre einige Sätze, du ever. Und Paulus sagt, das ist ein Lehren von so tun. Wenn ich sage, alles, was Gott gemerkt hat, als gut, und alles, was einer mit Dank annimmt, braucht nicht weggeschmissen worden. Das sage ich nicht von Größe oder von Kleinen, das ist alles. Willst du das geherrlich werden durch Gott sein Wort und durch das Gebet? Wir dürfen hier nicht bemerken, mit wunst die Skala nicht, no, alles, sagt er. So, wenn wir das in Denk haben, wenn wir gesehen worden im Titelchen, wir dürfen das nicht wegschmieden. Wir dürfen das nicht schlagfallen, der war.
Wie sollen schlecht wollen wir mit einem abrechtigten Weg schaffen? Aber wenn Gott das einfach gesehen hat, mit einem abrechtig schaffen, habe ich Dinge gekriegt, sollen wir bis mutig sein, und Gott zu verdanken, und du nur sein, dass den anderen das auch was halb. Dass Gott sie nun durch gelobt wird, dass das Evangelium durch dort wieder verspreit wird. How beautiful is it? En zo, nog eenmaal een klein beetje terug, wanneer het komt in de ouderen eer. Wanneer het komt in de ouderen eer. En wanneer wir reden von all diesen Menschengesetzen, wo wir ganz jung reden, und wir sagen, unsere Eltern sind arg gewesen in dieser Sache. Wir tun nicht arg. Wenigstens die Bibel sagt das. Aber, meint dort, dass wir dann wollen abhören von den Sachen, die was arg gewesen sind. Meint dort, dass wir nicht wollen Segen sein, die dann am rechten Weg zu kriegen. Unsere Abgabe ist, ganz sicher, dass wir die dann auch proben, ab den Worten Weg hinab zu kriegen, dass das Evangelium mitteilen, dass wir die proben in alle Wege zu halten, was immer wir können. Und was ich wollte, manchmal nicht täglich für die Sachen, braucht die. Hand geben, was immer wir haben, um die Sachen zu halten, für die zu sagen, dass die diesen Unterschied auf einmal sein. Naja, ich hatte ein paar von unseren Kindern, die sind so genervt, die kommen die Moden so 100% nur bei. Ich will noch nervös spüren, die proben mich besser hier das Licht zu führen, als das fährt und so. Und dann hat ich einen Eva geschoten, der wird einmal bis bald von der Bibel reden. Und das tue, und die halt mich. Kann den Unterschied sein? Zu was das halten kann? Wann wir das zu tun, aus der Bibel sagt. Guck mal. 1. Timotheus 5. Wo Paulus zu Timotheus sagt. Wenn wer nicht für seine Freundschaft sorgt, und besonders für die von seiner eine Familie, der hat du mit seinem Christenglauben aufgesagt, als euer als einer, der nicht glauben wird. Like, wenn die in Christen ans, wenn die nicht für deine Freundschaft, wenn die da Tobi hast und die das nicht für deine Freundschaft sorgen, und die nannst du bei den Christ, dann sagt Paulus, die bist euer, als einer, was überhaupt nicht glaubt. Die bist euer. Du hast den Christen Glauben aufgesagt, ein anderer wird will sein, mit dit beweist dir, dass die überhaupt nicht in Christ bist. Die bist du wegen nach euer, wenn sie nach Christus sie nun brauchst. Und so, dit ist dort, wo wir das sagen, klar haben. Wo wir das sagen, klar haben. Die älteren Ehren, und bleiben wir da, was du gelehrt hast, muss wir sagen, klar verstehen, was das meint. Bleiben wir da, was du gelehrt hast, wird nicht zu allen Menschen gesagt. Das wird zu ein einzigen gesagt, wo wir das in der Bibel finden. Und Luther war wir nur, wo wir da kicken, woran Paulus sich wirkt, zu Timotheus zu sagen. Noch ein Ding. Wo wir müssen sagen, klar mit sein, und wo wir nicht kein Stell von sein, dort finden wir in Galater 1, Vers 6. Und dort steht, der hat ein anderes Evangelium angenommen. Der hat ein anderes Evangelium. Da sind so viele Menschen von der ersten Tag, die sich ab dieser halbe Vers blieben, die dort die gelehrt hast, und die haben ein anderes Evangelium angenommen. Und was ist das andere Evangelium? Gute Nachricht ist, dass sie in Sturm gewesen sind, was Gutes zu tun. Und sie freuen sich zu dort, was sie in Sturm gewesen sind, zu tun. Sie freuen sich, sie verluten sich ab die Dinge, was wir jetzt erwähnt haben. Ab Dinge, was Menschen sich eingegraben haben, die nur zu kommen. Und dort ist Hoffnung, womit sie gerecht haben, in den Himmel zu kommen. Wenn wir mal kicken, wo einzelne sich dort verluten, wenn sie wollen, sehr nur auf Stuhlräder bleiben, wenn sie wollen, vielleicht nicht ein Phone haben, wenn sie wollen, ich weiß nicht, was sie danach alles dabei tun, ich sehe nicht so sehr bekannt mit all das. Wenn sie wollen, bei einer gewissen Kleidermode bleiben, wenn sie wollen, bei einer gewissen Versammlung steht, kommen, was einer vielleicht nicht mehr mal wird gerne kijken haben, wenn sie bei all das wollen bleiben, dort ist ihre Hoffnung,
womit sie gerecht haben, in den Himmel zu kommen. Und dort ist ein anderes Evangelium. Wenn ich hier sage, Paulus ist das. Galater 1, Vers 6. Er sagt, mich wundert dort, dass die den so schwer verloren haben, die jüngst durch Jesus Christus seine Genut berufen haben, in ein anderes Evangelium angenommen haben. Du hast in Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht und euch schmerzt von denen, die Christus sein Evangelium verdrehen. Und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen sollen, als dort, was wir ihnen gepredigt haben, der soll verflucht sein. So als wir vorher gesagt haben, sage ich dort noch einmal. Wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht mal dort stimmt, was wir ihnen gepredigt haben, der soll verflucht sein. Und wohin ist das hier geschrieben? Wenn die was irgendwer ein anderes Evangelium predigen, und das, wenn das hier sagt, der soll verflucht sein, wenn wir wollen Timothy 3 gehen und checken, wo die Griechische dort aussprechen, das ist einfach messkriegses Blut, den sei dort in den Haltkamp. Like, wenn die das Evangelium verdrehen, das wahre Evangelium, wenn du warst ein anderes Evangelium, bieten, später, dass die bisschen am Weg in der Hall ist. Let him go to hell, sagt der Engländer nochmal. Der soll verflucht sein. Das ist ein strenges Wort. Und was ist das Kraft? Das andere Evangelium, das ist die Kapazität, dass ein Mensch anweisen, dass der Mensch kann sagen, ich gehe das tun. Das so katholisches werden kann, das so teuflisches werden kann, und das ein Lehren von so tun. Und wenn wir wollen unsere Eltern und an die Menschen ehren, die was für uns gelebt haben, wo wir das nicht damit tun, mit den Staaten, wo sie auch gewesen sind. Ab keinen Weg. Und die werden uns toll worden, du weh. Die werden uns toll worden. Die werden uns versteuten von einer Stadt zu der anderen. Die werden uns in ihre Kirchen stehen. Well, das ist so was Fremdes. Wenn wir auf die Bibel stehen bleiben, werden die uns einmal alle Wegen verdrehen. Aber als dort der Weg, was wir proben, die Menschen zu gewinnen, dann bist du begeben für dich. No. Wenn was sagt Paulus hier, ist das, er sagt, hier sieht das so aus, wenn ich probe Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wir müssen streng sein und klar sein und auf dem Bibelgrund feststehen bleiben. Und nicht proben Menschen zu gefallen. Er sagt, hier sieht das aus, wenn ich probe Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen nach dem Gefallen lebe, kann ich nicht Christus in deiner sein. Wenn wir du wen auf einmal würden begeben, wenn wir wollen ein bisschen gerade anerkennen kann in der Society, wir wollen vielleicht mal eine gerade Härte abkriegen, wir wollen haben, dass die Menschen da sollen auf unserer Seite sein, oder wir da abgenommen werden. Und wir würden du wen begeben, dann sagt Paulus, da würde ich nicht Christus in deiner sein. Auf keinen Weg. So wir müssen fast auf das wahre Evangelium stehen bleiben, wovon viele sind aufgekommen. Die haben ein anderes Evangelium. Aber nu wollen wir mal checken, was wird die Ursache? Warum sagt Paulus, dass der Timotheus, er soll wieder bleiben, was er gelehrt hat? Was hat er gelehrt? Jetzt woran wir einmal mal alles in Kontext nehmen. Warum sagt Paulus dort nicht der Titus? Bleib du wieder, was du gelehrt hast. Ich glaube, Titus würde sich dort nicht mal zu sagen. Ich spaziere mal mit einem Prediger von einer anderen Kirche. Und in der Prediger schwer ein Konflikt. Der eine, der will biblischer, und der andere, der will altmodisch bleiben. I mean, auf wie vielen Städten passiert uns das? Und so, das Prediger, was der will biblischer werden, die fangen an, Leuterbeker zu kaufen für die Jugend. Die lehrt die Jugend alle singen, die kriegt die alle im Schwung, dass die Meier Jessel jetzt wollen. Und dann kommt der andere Prediger, was bis traditionell will bleiben, dann kommt der Grund über die fremde Beker. Und dann brückt der Charakter Saldi und sagt er, wie sollen die doch bleiben, wie ihr lehrt haben? Dann sagt das Prediger, bleiben wir da, die Leute, die Eltern sind im Zentrum. Like, come on. Like, du wirst bleiben wir da, like, come on. Like, diese, can you hear what it yet? See, das ist der Trouble. Wann will wir uns zu sein, bleib die wieder, die gelehrt hast. Wann Mobos, wann die alle auf den rechten Weg sind.
Und das worum Paulus sagt, dass wir auch Timotheus das zu schreiben. Hier mal, was hier sagt. In 2. Timotheus 1. Hier schreibt Paulus, es steht. Und wenn ich an die Thronen denk, stich in mir das Verlangen ab, die zu sein, weil es da wird eine Friede sein. Da wird für mich eine Friede sein. Weil ich denk an den wahren Glauben, den erstens all die Großmutter Lois hat, Lois und auch die Mutter Enike hatten, und den die Sache auch Hass. Kann sein? Kijk mal, ich sage dort, die Großmutter, die wir alle im Glauben, die Mutter wir im Glauben, und die Sache auch. Ich weiß dort, die Blas, ich kann die. Dann, in den Glauben wird die Bas, sagt er, dort die Fosshol. Nicht von einer falschen Religion. Nicht eine falsche Menschenmode. No, die Abgabe ist dort nicht festhalten, die Bessel reich. Die Bessel in das wahre Evangelium, die Bessel in der wahre, in Gott sein Wort. Und das, warum das so wichtig ist, dass wie Rama die ganze Schrift steht. Kicken, was sagt Paulus da? Wenn du, wo Paulus sagt, blieb die dort, die gelehrt hast, das in 2. Timotheus 3, Vers 14, but, even wenn die viele würden sagen, was ich da mal trösten, dann blieb die dort, die gelehrt hast, die weiß nicht mehr, wo das geschrieben steht. Die weiß nicht mehr, von was das ever da redet. Wie überall, kicken, was das ever da sagt. Und was Paulus da tut in 2. Timotheus 3, die waren in Timotheus, mit der Ramadi war das nicht so schmacklos. Ramadi war das mit Trahl hergehen. Das wird nicht gut. Du wirst die nicht können rechnen, dort was Ramadi angeht. Du wirst die nicht in der Mehrheit rechnen können. Du wirst vielleicht allein stehen bleiben. Du wirst mal festhalten, da was die hast, nicht kicken, da was die Ramadi tun. Nicht kicken, da was relevant ist Ramadi. No. Da wird Kruisluten bezieht die. Warum das mal lesen? Er sagt, denk daran, dass in der letzten Zeit grässlich schwere Zeiten sein werden. That's going to be hard to be a Christian. Das wird schwer sein. Du wirst verstanden werden. Du wirst vielleicht mit so ein Einzelner sein. Menschen werden viel von sich selbst holen, im Geld hingeron sein, und sich selbst hochholen, jeden ansehen, lastern, die Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, unherrlich sein. Die werden sich nicht gut sein und nicht versäumen lassen. Ist das was Fremdes? Die werden sich nicht gut sein und die werden sich auch nicht versäumen lassen. Und dort eben sogar fährt so manche die sogenannten Christen. Die können nicht mit der Rechte wieder umkommen, dass das dann eine Haft nicht der Rechte Sprache hat, eine Haft nicht mit der Rechte wieder um die Gehör holen, gefragt, wenn es dann kann, so das nach war nicht. Ich habe das hier, wo gefährlich das ist. Die werden sich nicht versäumen lassen. Die werden jeden ansehen, die werden lastern, die werden die Eltern nicht gehorchen, und wir würden sagen, ich will das noch gleich wieder Note sein, aber das wird unbedingt nicht das handigen, wo wir sollen die Eltern irren. Wenn die Eltern uns wird anrichtet fair sein, wenn die Eltern uns am Arbeit abwiesen, dann darf wir die nicht gehorchen. Und weil wir die Schrift nicht in den Kontext reden, aber das ist, was klar ist. Wenn die Eltern uns anrichtet lehren, dann dürfen wir nicht gehorchen. Aber wir dürfen nicht abhören mit den Ihren. Wir dürfen nicht abhören mit du sein, für die, wenn der sich das gefallen lässt. Die werden sich nicht gut sein und nicht versäumen lassen, sich ihren anderen spotten und verachten, sich nicht beherrschen, die werden sich nicht beherrschen und anbahnig sein, dort Gott nicht leiden kann, sich ihren anderen verroden, ruchlos und stolz sein und mit dort, was sie sich selbst anbilden, und dort vergenehen, Leute haben aus Gott. Sie geben noch fair, Gott ist fertig zu sein. Aber glauben nicht an seine Kraft. Sie geben noch fair, Gott ist fertig zu sein. Aber sie glauben nicht an seine Kraft. Gibt das so, dass ein Mensch sich in Christen nennt, sie bekennen sich, Gott ist fertig zu sein, aber verlieren in alle Hinsichten von Gott seine Kraft. Wenn es ist kämpft, wo Gott soll die kriegen für das Gute, was Gott getan hat, dann sprechen sie sich lieber selbst diese Kraft zu, diese Irrtum. Was meint das? Das meint nicht an Gott seine Kraft glauben. Dann glauben sie an ihre eigene Kraft. Das ist ein Beispiel. Wenn wir glauben, wie hat erst Gott gesagt,
Und wie haben geglaubt? Das ist einfach wie haben geglaubt. Und dann schenkt Gott uns den Heiligen Geist. Dann glauben wir nicht an Gott seine Kraft. Dann glauben wir an unsere eigene Kraft. Dann glauben wir, wie haben das können tun. Und dazu haben wir, was das hier sagt. Sie geben noch für Gottes fertig zu sein, aber glauben nicht an seine Kraft. Wir aber waren Stunde dafür, in der Bibel sagt, die Schriftstellen dazu, dass wir nicht wie, was du die Kraft haben zum Glauben. Dass wir Gott, was das so will, und der schenkt uns den Glauben. Die Bibel sagt, wie wir in Tod in unser Sinn, und die Bibel sagt, wir können uns selbst nicht halten, und dann starb Christus für uns, gottlose, terrachte Zeit, da wir es wie nach Gott seine Fien wären, für sein Gott, uns mit sich selbst durch Jesus Christus sein Tod, und er brach uns zum Leben in Epheser 2, so dass wir nicht groß zu reden haben. Da wir heu. Nu wollen wir bis mal horchen. Sie geben noch für Gottes fertig zu sein, aber sie glauben nicht an Gott seine Kraft. Und die wirst, fängen bereit ihr zu sprechen, dass du glaubst, mit deiner Kraft, je glaubt zu haben, darunter der Heilige Geist als bei dir verfallen und Arbeit dir was, dann sprachst du die Kraft zu, was bloß Gott allein wirken kann. Das sind gefährliche Dinge. Und das würde wir im Fuß absehen, wenn sie sind ewig, selbst die ihr für sich zu haben. Von so einem Menschen blieb wach. Naja, uns haben sie richtig stark von manchen sind. But, die Bibel sagt actually, blieb wach von dir. Und wir proben immer wahrer sein, uns zu versöhnen mit dir. Aber echt, selbst hat das Verlangen, mein Hort, der Tag nach woi. Und meine Hoffnung ist, dass sie einen Tag machen, zu Ersach kommen. Dass sie machen, das Geheimnis in der Schrift zu sein kriegen, wer du am Wort gewusst hast, dass sie überhaupt glauben deuten. Aber wenn die sich ist so ewig selbst, die Kraft aussprechen selbst, in Gott seine Kraft verliehen, oder nicht an die Glauben, sagt er, von der blieb wach. Von so einem Menschen kommen daher, die sich in dieser Hahnen herschlecken, in so eine frühes für sich gewähren, die mit Sinn beluden sind, und sich in ihrer Schwachheit, mit ihrer Last nicht rot weiten. Die immer lernen und niemals dazu kommen, dass sie die Wahrheit verstehen. Und gerade so, als Janus und Jambres Moses gehen anwehren, so sind diese Menschen je in der Wahrheit. Dort sind Menschen mit einem verkommenen Gedächtnis, die nicht zum Glauben kommen. Aber die wollen dort nicht zu viel was wiederbringen, weil es eher sein, was von allen Mann gesehen worden, so als sich dort bei einer Raum nehmen. Du bist mit meiner Lehre, nicht hör mal. Paulus hat Timotheus gerufen, dort wieder noch klar gemerkt, aber das ist, was der Ramadie passieren wird. Du wirst vielleicht nicht viel Halt kriegen von Menschen. Du wirst die nicht kennen Menschen verloren. Du wirst jemanden was anderes holen. Und dann sagt Paulus hier, du bist mit meiner Lehre, mein Benehmen, mein Streben, mein Glauben, meine Geduld, meine Leib, meine Beständigkeit, und die Lieden, die mitgesagt worden, bekannt, und was ich in Antiochia, Ikonien, Lystra uitholen muss, weißt du, und uit all dem rate Herr mir uit. Himmel, du bist hier gut bekannt, wo trüblich das ist, wo soll wir verfolgt worden, wo wir zu Sie gestartet worden, wo wir für ein Lieden machen wegen den Glauben. Und wie wurden du für uns einzige hergestellt, was du verdreht hast, und die anderen sind alle reich. Du bist hier gut bekannt damit. Aber dann sagt er, all die den Pfosten Wahlen haben, als Christen zu leben, Maten mit Verfolgung kriegen. Das ist normal für die Timotheus, das ist normal. Die wirst du vielleicht aus ein einziger Stunde kommen. Die werden die vielleicht alle verloren. Oder die wirst vielleicht sehr wenig mit wem kann, was zu tun haben. But that's normal. That's normal. Aber mit den Gottlosen, die verleidenden Menschen, wird das je länger, je schlimmer, die verleiden und werden verleiht. So, nicht habe sein, was Paulus heute gemerkt hat, in diesem Kapitel. Der sagt, die Kimmel, das ist der Lehre, Timotheus, das wird steht. Die wollen die nicht loben, die wollen die nicht hochheben, die wirst nicht viel Säure abgenommen worden. Wann die wirst abgenommen worden, überhaupt.
Und dann sagt er das. Du überbleib wie dort, was du gelehrt hast, und die anvertraut das willst, du weißt, von wem du das gelehrt hast. Ich habe hier was von Unterschied der Falschen merkt, wenn wir den Kapitel ein bisschen ganz lesen. Nicht ab eine Stelle hat Paulus hier Stuhlräder und Gummiräder in Gedanken, als er das schreibt. Nicht Mullfleisch. Nicht ab eine Stelle hat er Kreuen aus da, was er früher im Kopf drehen in Gedanken, nichts von sonst dort. Das hat zu tun mit in dem wahren Glauben sein. Das hat zu tun mit dem wahren Glauben, das in das wahre Evangelium zu sein, und dort soll er bleiben. Du hast seine Großmama und du hast seine Mama einmal abhanden gewesen in Paulus Salz. Und Paulus hat am das Fair gelebt. Wenn es das, wo Paulus sagt, du bist hier der bekannte Mann. Du weißt, wo ich mich benehme. Du weißt, wo ich lebt. Dann sagt er, bleib dir wieder, was du gelehrt hast. Und willst du von Kindheit auch mit der Heilige Schrift bekannt bist, kann die den Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus Christus selig werden. Guck mal, er wies den Fußträger der Schrift. Guck mal, du bist hier von klein an mit der Heilige Schrift bekannt. Weißt du, Gott, das ist das, was die wiesen wird. Die kannst die nicht an Menschen vertrauen. Wenn Menschen, die kommen, die fangen die an, alle Hand nicht zu vertalen. Ich glaube, die weiß gut genug, dass die Trainer der Schrift gehen. Die wird die wiesen. Und da wirst du Bild sein, dass das falsche oder wahre sein. Das kriegt, was wir machen tun. Und habe ich das einmal gemerkt, dass wenn jeden falschen Lehrer anfangen, Dinge zu fragen von der Schrift, die fangen an zu werden? Yes, they don't. Und das kriegt, wo ein falscher Lehrer so ewilig sein, dass sein so zu drehen, dass die Menschen nicht so sehr in der Schrift forschen. Und ich habe falsche Lehrer für mich gehört, für mich gesagt. Und der hat mir das Glück im Gesicht gesagt, dass es nicht gut, dass Menschen zu viel von der Schrift weiten. Das ist ein falscher Lehrer. Die sind nicht am zu tun, dass ein einziger Mensch soll selig werden. Sie tun sich so, wenn sie am zu tun sind, aber wirklich sind sie nicht. Sie sind heuchlerische Lehner, die einen Brandhegner am Gewissen haben. Wenn von dir schmutzt ein Mensch von der Schrift wegwiesen, dann bist du ein falscher Lehrer. Wo wir gelobt werden, wenn wir so drüber reden? Of course not. Wir werden sehr in Trouble reden. Aber Gott sei Dank dafür. Das, was Paulus sagt, das, wo jemanden mit reden. Wenn die wollen für die Wahrheit anstehen, dann merkt ihr du abreut. Die wollen nicht viel Anhänger haben, die wollen nicht viel Menschen haben, was die dort wollen loben. Aber, das, wo wir machen Training angehen, wie haben Gott sein Wort. Was die Menschen daran ans denken, merkt nicht ut. Gott sein Wort ändert sich dort nicht. Das bleibt dasselbe Wort. Und er sagt, alle Schrift von Gott gegeben. Es wird voll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns recht zu wiesen, uns zu unterrichten, und woreich zu leben. Alle Schrift. Der ist uns gegeben, dass wir uns da erreichen, wo wir leben sollen, und uns auszubessern, und dass wir in der Heiligung wohnen. Und jeder Mensch, wer dort Tag lässt, der Heilige Schrift zu lesen und du nennt dich gegen, der wird endautig und der mag das nicht, dass er endautig geworden ist. Der wird schleiperig und der mag das nicht mal, dass er dort eingeschlafen ist. Das ist gerade, warum das so sehr wichtig ist. Und einmal mir mit anteilen, ich sie schlaft du an. Und das, warum das so sehr wichtig ist, dass wir an sich einer den anderen denken halten, dass wir an sich einer für den anderen beten, dass Gott uns macht diesen Iver geben, dass wir möchten Tag nachleben wollen in sein Wort sein. Dort ist Krieg, wird uns was wiesen, wo wir sollen leben. Nicht die Menschen ihre Mode, nicht die Menschen ihre Eugewohnheiten rammen uns. Die Schrift wies uns dort, wo wir sollen leben. So dass in Gottes Mond ein Sturm ist, in Gottes Worten geschickt zu sein. Und so, tobt ihr nun. Ist das biblisch, dass wir sollen wie dort lernen, was wir gelehrt haben? Yes, wenn wir Timotheus wären. Wenn wir alle in Timotheus sind, dann ist es biblisch, dass wir dort bleiben, wo wir gelehrt haben. Wenn wir aber nicht Timotheus sind, dann ist womöglich Sacharja einfach Feuer uns geschrieben. Dort nicht so jene Eltern. Dort nicht derselbe Fehler schmerzt, was die gemerkt haben. Dort nicht so von Gott weichgehen, als die sind von Gott weichgegangen. Kommt bleiben trainen Gott. Und Gott in euer hat sich manchmal durch die Tiden bewiesen, wo das tät, wenn Menschen nicht wollen trainen ankommen.
Sein Gerecht erschrecklich. Sein Strafen kann wieder gehen, als wir uns denken können. Ich hier der Owen Roberts mal diesen zwei sagen, damit ich gehen leider. Dat geht leider, dat muss tauschen, dat die arg sein. Und damit ich gehen. Wenn von jebus wollen ihn verloren, ob dat Gott ihn soll damit gehen, der wird ihn viel leer bringen, als hier gerechnet haben zu gehen. Wer wir uns damit gehen? Wer wir tauschen, wie sagen wir, haben wir arg? Wie sagen wir, haben wir reich? Wer wir tauschen, wie kommen von Eltern, wo dort nicht reich werden? Wer wir tauschen, wo mehrlich auf mehrere Generationen, wo alle mehr reich gewesen sind. Und weil wir Gott danken dafür, dass er uns Haft die Ehren aufgemerkt für sein Wort, und dass er uns immer wahrer noch wieder was die Ehren aufmerken, und dass er uns immer fester Wort auf den Bibelgründen abbringt. Das ist das Einzige, was wir vertrauen können. Wir haben nicht Menschen rum uns, wir haben nicht Menschen, wo wir können hingehen oder hinwagen. Sei es auch mal wer, wer in denselben Glauben ist, was in denselben biblische Lehre ist, yes. Ich habe mit Leuten auf die Gemeinschaft haben, aber wir können die da noch nicht vertrauen. Kriegst du Gott, dass er uns nicht vertrauen kann. Wir müssen in die Bibel gehen. Und das war ich in jedem ein Wunsch. Da wir das Verlangen machen kriegen, nervös vertrauen an Menschen sagen, nämlich Psalmen sage ich even sogar, verflucht als die, wer sich an Menschen verlässt. Aber weil wir uns ab Gott verloren, weil wir uns ab Christus verloren, der wir sein eine Blut vergoten haben für uns, der wir sein eine Leben gegeben haben für uns, und der wir du für Gott, wie Gott ansteht für uns, und so kalt es wir kommen, städte du an für uns. So, dass Gott uns kann anchecken, von wie wir reich sind. Und wenn wir dort einmal machen, die Leute, was Gott für uns gehört hat, einmal machen, unsere Gedanken haben, dort wird uns merken in unser Leben. Dort wird uns merken, wollen, oh Gott, da laufen. Dort wird uns merken, dass wir untereinander uns da laufen wollen. Amen. Wir schließen. Leute, ich reiche davor. Ich kann Ihnen nicht sagen, ich danken. Für wo Gott die was. Und dass die has uns in 3 Kritisch reden. Und has uns die Wort gegeben. Man wirkt dort in den Sinn wären. Und wir können uns selbst nicht halten. Starbst die dann auch für uns. Als wir nach denen finden wären, dann verseien sie uns mit die Salz. Durch den ihnen sehen. Herr, wie kann wir die das demonstrieren? Wie kann wir jemals was tun, was dir dann nicht noch soll gefallen, wenn wir alles, was wir wollten, zu bringen, dass es Schmerzkadern für die sind. Aber mir bleibt das nicht ewig, ist die zu danken, dass dieser Gott passt. Ich weiß von das nicht gerade zu reden, ist von dort, was du getan hast. Und was die in uns wirken, das, wo wir uns Narres verdient haben und wir das nicht mal als gewollt haben, aber die wussten das so. Und die hast uns so eine große Leute bewiesen, dass wir echt begehen können. Und dort ist das, was uns braucht. Und dort ist das, was unsere Ehren aufmerkt. Und Herr, nicht bereit, dass die uns musst du wieder in dort stand aufhalten, wenn du das versprochen hast, dass die das so wirst. Dass die sagst, die wirst, das Werk, was die angefangen hast, das wirst die fahrig merken und du verlot wir uns ab. Herr, wir wollten gleich, wo wir uns das gerne handrehen, als nicht dort, was die versprochen hast. Und Herr, ich bete auch für all die, was das noch nicht dienlich ist, was die alles getan hast. Ich bete auch für die, was noch tau sind, und was die Wahrheit von sich wahrsteiten, und sich selbst die Ehe zu sprechen. Herr, musst du auch du an der Arbeit sein. Musst du auch du so mit den Geist wirken, und das Wesen, dass alle Menschen warten, und alle Menschen ihre Kapazität, dass das alle nicht ist. Musst du alles, wo wir uns mit Kraut und schon merken, und einzig, die auf den Thron sitzen, und die alle Kronen brücken, dass die alle Ehe kriegst, wenn es die gehört die Ehe. In Jesus' Namen berichtet. Amen.